Herzlich willkommen zum zweiten Teil von der YouTube Basics 101 Tutorial Serie. Wenn das erste Video von dieser Serie ist, wo du siehst, klick doch erst da kommst du nämlich zum ersten Video von dieser Serie. Im letzten Video haben wir unsere Arbeitsumgebung eingerichtet und unsere Software installiert, die wir fürs YouTube machen brauchen werden. In diesem Video werden wir uns jetzt Gedanken zu machen, was wir auf YouTube eigentlich überhaupt machen wollen. Meiner Meinung nach ist es etwas vom Schwierigsten auf YouTube, ein Konzept für den Kanal zu finden. Und du wirst garantiert, bis du ein Konzept gefunden hast, das zu dir passt, das Konzept noch ein paar Mal über den Haufen werfen. Aber damit wir einfach mal angeschaut haben, wie man so ein Konzept findet, machen wir das jetzt in diesem Video gemeinsam. Stand 2017 ist es so, dass man am schnellsten in der Reichweite wächst, wenn man sich auf eine Nische spezialisiert. Wenn man Gaming, Daily Vlogging, Musik oder einfach die ganzen grossen Themen machen will, die aktuell riesig sind, ist man jetzt einfach etwa 5 Jahre zu spät. Man kann es zwar machen, aber man muss damit rechnen, dass man sehr langsam an Reichweite gewinnt. Darum überlegen wir uns jetzt gemeinsam, was ist eigentlich eine Nische? Und wenn du jetzt denkst, eine Nische, das ist zum Beispiel Technik, dann muss ich dich enttäuschen. Technik ist keine Nische, Technik ist eines der grössten Themen auf YouTube überhaupt. Ein Dozent in der YouTube Space Berlin hat mal gesagt, wenn du denkst, dass du eine Nische gefunden hast, mach die Nische um 3 Stufen kleiner und dann hast du eine Nische. Was er mir gemeint hat, ist, dass man die Nische, wenn man auf den ersten Moment als Nische erscheint, meistens keine Nische ist, sondern dass man die Nische noch über 3 Stufen muss weiter spezifizieren muss, bis man eine tatsächliche Nische hat. Als Beispiel, sagen wir jetzt, unsere Nische ist Nagetiere. Dann wäre eine Stufe spezifischer zum Beispiel Hamster. Und nochmal eine Stufe spezifischer wäre zum Beispiel Hamsterfutter. Und um es jetzt noch eine Stufe spezifischer zu machen, hätten wir dann zum Beispiel Hamsterfutterbehälter. Und dann hätten wir eigentlich schon etwas in unserer Nische, zum Beispiel könnte man den Hamsterfutterbehälter-Reviews machen. In dem Moment bin ich mir nicht sicher, ob es Hamsterfutterbehälter-Reviews schon auf YouTube gibt und ich habe ganz ehrlich zu viel Angst, um es herauszufinden. Für die Nische, wo du dich festlegst, bist natürlich du verantwortlich und du kannst machen, was du willst. Aber es empfiehlt sich halt, eine Nische zu suchen, die nicht allzu groß ist, damit du schnell eine Reichweite gewinnst. Ebenfalls empfiehlt es sich, eine Nische in einem Themengebiet zu suchen, wo du Ahnung davon hast. Wenn du jetzt zum Beispiel ein super guter Manga-Zeichner bist, dann könntest du dir überlegen, ob du dir irgendeine Nische suchen willst im Bereich Anime und Manga. Wenn du hingegen wiederum der Beste am Klavier überhaupt bist, dann versuch irgendeine Nische in der Musikwelt zu finden. Bis du eine Nische gefunden hast, die zu dir passt, wirst du bestimmt Tage, wenn nicht Wochen brauchen und du wirst bestimmt viele verschiedene Anläufe müssen gehen, bis endlich etwas gefunden hast, was zu dir passt. Und ein paar Wochen später sagst du, na, vielleicht doch nicht. Das ist ganz normal, das ist nichts Schlechtes, das ist gut. Du beschäftigst dich damit, was du machen willst. Das ist wichtig. Damit wir jetzt aber in diesem Tutorial weitermachen können, lege ich mich jetzt auf eine Nische fest. Ich möchte Videos über YouTube machen. Ein bisschen spezifischer, ich will Videos über YouTube Schweiz machen. Machen wir es noch spezifischer, ich möchte Berichterstattung über Ereignisse in der YouTube Schweiz Umgebung machen. Also, ich mache eine YouTube Schweiz Nachrichtensendung. Hätten wir meine Nische. Ich mache YouTube Schweiz News. Das gibt es bestimmt noch nicht. Also machen wir das. Für den Rest dieser Tutorial-Serie würde ich jetzt also einen Kanal betreiben, der YouTube Schweiz News macht. Okay, wir haben jetzt eine Nische gefunden. Und was machen wir jetzt darauf für Videos? Das bringt schon zum nächsten Punkt. Wenn du mal eine Nische gefunden hast, solltest du dir Gedanken machen, wie will ich in dieser Nische Videos machen. Stichwort da ist Formatgestaltung. Jetzt in meinem Fall, ich möchte Berichterstattung machen. Also würde ich irgendwie so wie in einer News-Sendung den Leuten vortragen, was die aktuellen Ereignisse in der Schweizer YouTube-Szene sind. Also mache ich doch eine wöchentliche News-Show, wo ich über YouTube Schweiz rede. Mit dem aber noch nicht genug, ich mache dann noch ein zweites unregelmäßiges Format, das sich immer auf aktuelle Ereignisse bezieht, wenn etwas passiert. Weil wir wollten ja der Erste sein, der darüber berichtet. Damit die Leute es zuerst bei uns erfahren und uns deshalb abonnieren. Also, jetzt haben wir eine Nische gefunden und wir wissen, was wir ungefähr für Videos machen wollen. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch etwas und das ist der Name für unseren Kanal. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht einen Kanalnamen, der zu dem passt, was ihr auf dem Kanal machen wollt. Zum Beispiel YouTube News, das wäre jetzt ein Kanalname, die YouTube News. Oder ihr sagt, hey, es geht mir nicht ums Format auf meinem Kanal, sondern es geht mir um mich. Ich nenne mich so, wie ich heiße. Und einfach für das Tutorial nenne ich mich jetzt Kevin. Ab jetzt bin ich der Kevin, unser Kanal wird Kevin heißen. Wir sind der Kevin und wir machen auf YouTube Schweiz News. Das ist unser Konzept, das ist unser Kanal und jetzt können wir anfangen. Anfangen unseren Kanal einzurichten werden wir erst in der nächsten Folge, übrigens da. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat dich weitergebracht, wenn ja, lass doch ein Like da und teile die Playlist mit deinen Freunden. Merci vielmals, wir sehen uns im nächsten Video, ich bin der Greenie, ciao!